Und das Thema für heutige Predigt ist, was sollen wir tun? Also nicht ich, nicht sie, sondern wir. Aber es wird dann auch schon persönlich. Was sollen wir tun? Und ich glaube, das ist eine Frage, die relativ häufig gestellt wird. Was sollen wir machen? Was sollen wir tun? Immer dort, wenn wir nicht mehr weiter wissen, wenn wir unsicher sind, wenn wir irgendwo anstehen, dann stellt man die Frage. In unserem Leben gibt es eigentlich viele Situationen, wo wir reinkommen, wo wir die Frage stellen, was soll ich machen? Probleme, Schwierigkeiten, Herausforderungen, Hindernisse, ein Versagen oder neue, herausfordernde Situationen, wo wir reinkommen, Schwierigkeiten, Veränderungen vielleicht, wo wir drin sind, Auseinandersetzungen oder einfach im Alltag in Situationen, wo wir drinnen stehen und nicht wissen, was ist jetzt dran, was sollen wir tun? Und das ist eine gute Frage. Zum Beispiel am Pfingsttag, Apostelgeschichte 2, am Tag von Pfingst, wo der Heilige Geist ausgegossen worden ist und da ein Tumult entstanden ist in Jerusalem. Wo der Petrus dann aufgestanden ist und seine Pfingstpredigt gehalten hat, von dieser Volksmenge, die dort in Jerusalem versammelt war, und den Leuten erklärt hat, wer Jesus ist, warum das Jesus gekommen ist. Dann haben die Leute nachher gefragt, was sollen wir tun? Was sollen wir machen? Und der Petrus hat uns erklärt, was sie tun können, was sie machen können jetzt in dieser Situation, in dieser neuen Situation. Es war eine neue Situation für die Menschen dort, eine Herausforderung. Und für einige war es vielleicht auch ein Problem, was sie plötzlich gehört haben, wer der Jesus eigentlich ist. Weil vermutlich sind von dieser Volksmenge, die da waren, vermutlich auch einige dabei gewesen, die ein paar Tage vorher unter dem Kreuz gestanden sind und gespottet haben. Und gerufen haben, «Tut ihn kreuzigen, das Kreuz mit ihm.» Und jetzt haben sie plötzlich gehört durch die Pfingstpredigt von Petrus, wer der Jesus eigentlich ist. Und es steht in Apostelgeschichte 2, 36, 37, steht, es ist ihnen wie durch einen Stich durchs Herz durchgegangen. Wie durch einen Stich durchs Herz, wo sie gemerkt haben, hey, eigentlich sind wir so daneben gewesen. Eigentlich haben wir es überhaupt nicht gecheckt, um was es geht. Und haben den Jesus abgelehnt. Aufgrund von der Predigt, aufgrund von dieser Frage, die sie gestellt haben, was sollen wir tun, nach dieser Predigt von Petrus, haben sich 3000 Leute bekehrt. 3000 Menschen. Also das Problem, eine Schwierigkeit, eine Veränderung, eine Herausforderung. Und dann haben sie die Frage gestellt, was sollen wir tun? Und das ist eine gute Frage, weil es ist eine Frage, die eigentlich zeigt, dass wir offen sind. Offen sind für das Wirken von Gott, für sein Reden, für sein Eingreifen. Ein paar Jahre bevor der Pfingsttag war, vor dem Pfingstereignis, ein paar Jahre vorher, wo Jesus noch auf dieser Erde war, bevor er aufgefahren ist, gibt es in der Bibel so ein Ereignis, ein gewaltiges Ereignis, wo er mit dem Znüni von einem kleinen Bub hat er 5000 Männer gespissen. Und dazu nicht gerechnet sind noch die Frauen und Kinder. Mit dem Znüni von einem kleinen Bub. Es war zwar ein grosses Znüni für einen kleinen Bub, 5 Brot und 2 Fische, aber für 5000 Leute, also Männer ohne Frauen und Kinder, war es eigentlich relativ wenig. Wenn man es aufteilen gerecht. Aber Jesus hat aus diesen 5 Brot und 2 Fische hat er bewirkt, dass die Leute alle gesättigt worden sind. Und am Schluss sind noch Reste übrig geblieben von 12 Körben. Voll mit Fisch und mit Brot. Und die Menschen, die Volksmenge, die da war, also die 5000 Männer mit ihren Frauen und Kindern, das waren vielleicht 20'000 Menschen dort, die haben plötzlich gemerkt, hey, der Jesus, der ist ja super. Der Jesus ist ja sensationell. Der kann Wunder tun. Der kann eingreifen, der kann helfen. In dem läuft etwas. Das ist das Leben nicht langweilig mit Jesus. An einem anderen Ort in den Evangelien steht, er hat alles wohl gemacht. Das ist so schön, oder?
Er hat alles wohl gemacht. Und das wird er auch in deinem und in meinem Leben alles wohl machen. Und das haben die Leute, die Volksmenge, die hat das gemerkt. Der Jesus ist super, der kann alles gut machen, der kann wirklich helfen. Der kann wirklich eingreifen und helfen. Und dann haben sie Hoffnung bekommen, die Volksmenge, der Jesus könnte auch in meinem Leben, in meiner Familie, in meinen Umständen, könnte er alles wohl machen. Könnte er alles gut machen. Sie hat Hoffnung bekommen, der Jesus könnte mir ja helfen. In meinen Problemen, wo ich drin bin. Jesus könnte mir ja helfen in meinen Herausforderungen, in meinen Nöten, in meinen Schwierigkeiten. Und Jesus ist dann gegangen, ist weggegangen und die 5000 Männer mit ihren Frauen und Kindern waren dann allein gewesen. Und was haben sie gemacht? Sie haben sich auf die Suche gemacht wieder nach Jesus. Sie haben gesagt, den Jesus, den müssen wir suchen und finden. Dem wollen wir wieder begegnen. Den brauchen wir, den Jesus. Wo steht in Johannes 6, die es nachlesen wollen, sie haben sich aufgemacht und sie haben Jesus gesucht. Und wenn man es dort so nachliest, Johannes 6, Vers 24 folgende, sie haben rechte Strapazen auf sich genommen, für Jesus zu suchen und schlussendlich für Jesus so zu finden. Sie haben rechte Strapazen auf sich genommen. Sie haben Zeit investiert und haben sich auf die Suche gemacht. Meine Frage ist, wie viel bist du bereit zu investieren, für Jesus zu suchen, für ihm zu begegnen, Zeit mit ihm zu verbringen, Gemeinschaft zu haben mit ihm? Wie viel sind wir bereit zu investieren? Wie viel bist du bereit zu investieren, ihm zu begegnen? Vielleicht mal 10 Minuten am Morgen, wenn es hochkommt, oder wie viel sind wir bereit? Sind wir bereit, Strapazen auf uns zu nehmen, für Jesus zu suchen? Oder wenn wir ihn nach 5 Minuten nicht gefunden haben, dann denken wir, ja noch, hätte nicht sollen sein. Probieren Sie es ein anderes Mal wieder. Und die haben ihn gesucht, bis sie ihn gefunden haben. Und zwar nicht nur 1 oder 2, sondern eine ganze Volksmenge. Und das beeindruckt mich. Eine ganze Volksmenge, die einfach nicht losgelassen hat, bis sie ihn wieder gefunden haben. Bis sie ihm wieder begegnet sind. Und ich glaube, es gibt auch Verheißungen in der Bibel, dass so Zeiten wieder werden kommen in unserer Welt. Dass Scharen von Menschen Gott werden suchen und ihn werden finden. Wir haben ja die Verheißung in der Bibel, wer Gott sucht, der wird noch finden. Er wird sich finden von denen, die ihn suchen. Das hat er versprochen. Interessant ist, die Volksmenge hat Jesus gesucht, sie haben sich aufgemacht. Und das Erste, was sie ihn gefunden haben, haben sie ihn gefragt. Was haben sie ihn gefragt? Was denkt ihr? Was sollen wir tun? Haben sie ihn gefragt. Was sollen wir tun? Johannes 6, Vers 28. Was sollen wir tun? Was sollen wir tun, damit wir die Werke Gottes wirken? Haben sie ihn gefragt. Das ist wieder die Frage. Sie hat gemerkt, der Jesus der kann helfen, der geschieht etwas, der kann eingreifen. Und dann haben sie ihn gefragt, was sollen wir tun, damit wir die Werke Gottes wirken können in unserer Situation. In meinen Umständen, wo ich drin bin. Damit ich den Willen Gottes tun kann. In meinen Umständen, wo ich drin bin. Was soll ich machen, dass ich die Willen tun kann in meinen Umständen? In meiner Familiensituation. In meinen Herausforderungen, wo ich drin bin. In meinen Problemen. Vielleicht in meinem Versagen. In meinen Aufgaben. In meinen Auseinandersetzungen. In meinen zwischenmenschlichen Beziehungen. An meinem Arbeitsplatz. Was sollen wir tun? Vielleicht, wie soll ich mit dem Berg umgehen, der sich vor dir auftürmt? Wenn jetzt nicht der Eckenberg.
sondern der Berg in deinem Leben, der sich vor dir auftönt. Wie soll ich mit diesem Berg umgehen? Mit meinen Problemen. Wie soll ich mich verhalten? Wie kann ich den Willen Gottes tun in meinem Leben, in meinen Umständen, in meinen Problemen? Und ich denke, das ist schon so eine Frage, wir müssen gerne stellen, Jesus stellen. Was soll ich machen? Was soll ich machen? Und eigentlich, wir Menschen, vor allem da aus der westlichen Welt, aber die ja da, Johannes 6, die waren genau gleich, die haben eigentlich eine Handlungsanweisung erwartet. Dass Jesus sagt, jetzt könnt ihr die und die Werke machen, jetzt musst du die und die Gesetze erfüllen, jetzt musst du dich so und so verhalten, die christlichen Normen erfüllen und dann tust du den Willen Gottes. Dann tust du das Werk Gottes in deinem Leben. Also so eine Handlungsanweisung, Gesetze einhalten, Leistungen, die wir erbringen können, für den Willen Gottes zu tun. Das haben sie erwartet. Darum haben sie ja gesagt, für das Werk Gottes zu tun. Etwas machen. Und das, ich glaube, das ist etwas, was in uns drin ist. Wir wollen gerne etwas machen, wir wollen aktiv werden, etwas leisten. In der Hoffnung, es funktioniert dann. Wir sind doch so. Wir sind doch so. Unsere Gesellschaft ist doch so geprägt. Du musst etwas leisten, wenn du etwas willst. Du musst etwas leisten, wenn du etwas willst. Du musst rotieren, musst dich bemühen, musst es probieren, etwas erarbeiten, musst probieren, dich zu verbessern, etwas zu verdienen, Leistungen bringen. Und schlussendlich hat man das Gefühl, gibt es ein scheinbar gutes Gefühl. Du hast es erkrampft. Du hast es erarbeitet. Darum verdienst du es so. Und das Denken, das nehmen wir auch über in unser Christsein, in unser Leben mit Gott. Du musst es erarbeiten. Wenn du es nicht verdienst, dann bekommst du es auch nicht. Meine Mutter hat früher auch gesagt, ohne Fleiß kein Preis. Also, Fleiss, Leistung, Ackern, Schuften, Werk tun, bemühen, dann bekommst du dann auch den Lohn dafür. Das ist so unsere Meinung, das ist unsere Prägung, unsere Haltung. Aber es ist nicht Gnade. Es ist nicht Gnade, es ist nicht das Wesen von Gnade. Gnade heisst, du verdienst es nicht, du bekommst es trotzdem. Das heisst Gnade. Du musst es nicht erarbeiten, du kannst es gar nicht erarbeiten. Und so sind auch die Menschen zu Jesus gekommen und haben gefragt, was muss ich tun? Welche Werke muss ich tun, für den Willen Gottes zu tun, das Werk Gottes zu tun in meiner Situation? Und sie haben so eine Handlungsanweisung erwartet, dass Jesus gesagt hat, das und das müsst ihr jetzt machen. Diese Gesetze einhalten, diese Normen einhalten, diese Leistungen bringen. Und wenn du in deinem persönlichen Leben die Frage auch hast, die Frage Gott stellst, was soll ich tun, für die Willen in meiner Situation zu tun, in meinen Problemen, in meinen Herausforderungen, in meinem Umfeld, in den Veränderungen, die ich drin bin, in den Auseinandersetzungen, was soll ich tun? Das ist die Antwort Jesu, die er diesen Menschen gegeben hat. Die ist so einfach, die ist so schön, die ist so prägnant und so auf den Punkt gebracht und so total anders. Johannes 6, Vers 29. Jesus antwortete und sprach zu ihnen, darin besteht das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den jener gesandt hat. Halleluja. Ist nicht super? Ist doch super, oder? Wo ist eure Begeisterung? Also das Werk Gottes, der Wille Gottes in deiner Situation, wo du wissen willst, wie du dich verhalten sollst, was du machen sollst, wie du damit umgehen sollst, ist einfach, glaube Jesus. Er ist ja der, der Gott gesendet hat. Glaube Jesus. Das ist die Lösung von euren Problemen, oder? Ich glaube nicht, oder? Jetzt denkt ihr,
Was soll jetzt das wieder heissen? Was soll jetzt das wieder heissen? Ich möchte Antworten von Gott, ich möchte Lösungen von Gott, ich möchte sie eingreifen, vielleicht brauche ich ein Wunder oder eine Heilung. Ich möchte seinen Willen erkennen, ich möchte wissen, was ich machen soll, wenn ich mit dem umgehen soll. Und er sagt einfach, glaube an Jesus. Da ist man doch irgendwo, hat man das Gefühl, ja, da wirst du so ein bisschen billig abgespissen. Ein bisschen einfach, ein bisschen billig. Wir hätten aus unserem Denken, aus unserer Prägung lieber, wenn er würde sagen, ja, jetzt musst du Punkt 1 musst du zuerst erfüllen, Punkt 2 sind die und die Werke, die du musst machen, Punkt 3 sind die Leistungen, die du musst bringen musst, dann wüssten wir, mit dem kann ich umgehen. Das kann ich machen, das kann ich umsetzen. Dann weiss ich, was ich machen muss. Das hätten wir doch lieber. Dass wir wüssten, diese Sachen muss ich erfüllen und dann habe ich es verdient. Dann bekomme ich es. Und Jesus sagt, nichts von all dem. Gerade eben nichts von all dem. Gerade eben nicht Leistungen bringen, Werk tun, Mühe, sondern einfach nur glauben. Einfach nur glauben. Und interessant ist auch noch, die Menschen, die zu Jesus gekommen sind, haben ihn gefragt, was muss ich machen, was müssen wir machen, dass wir die Werke tun können. Werke, Mehrzahl. Werke, sie wollten Werke tun. Und die Antwort Jesus ist, es gibt nur ein einziges Werk. Nur ein Werk, das du machen musst. Eigentlich ein Werk, das gar kein Werk ist, das gar keine Leistung ist, das gar keine Anstrengung ist. Eigentlich kein Werk, das du machen musst. Glaube an Jesus. Glaube an den, den Gott gesendet hat, an Jesus. Das ist eigentlich gar kein Werk. Und das ist das Einzige, was du machen musst. Wenn der Wille Gottes in deiner Situation, in deinen Umständen machen willst. Glaube einfach an Jesus in deiner Situation, in deinen Herausforderungen, in deiner notvollen Situation, in deiner Krankheit. Glaube einfach an Jesus. Aber nicht in dieser Art, dass du denkst, ja, ich bin jetzt in dieser Situation, in diesem Problem, in diesen schwierigen Umständen, in meiner Not, ich bin jetzt in dem in. Alles um mich herum scheint zusammenzubrechen. Alles um mich herum geht irgendwo in die Hose, geht kaputt. Ich bin auf einem sinkenden Schiff. Aber, Halleluja, ich glaube an Jesus, ich denke an ihn. Und wenn ich jetzt demnächst untergehe in meinen Problemen und Schwierigkeiten, dann ist er bei mir. Halleluja. Nicht in dieser Art und Weise an Jesus glauben. Nicht so eine Art Schicksalsergebenheit. Dass es wenigstens noch gut geht bis zum Untergang. Bis du definitiv weg bist. Sondern er meint, glaube mir in deiner Situation, in deinen Problemen, in deiner Schwierigkeit. Glaube das, was ich am Kreuz von Golgatha für dich erwirkt habe. Glaube der Lösung, die ich für dich erwirkt habe. Ein Erlösungswerk. Glaube die Hilfe, die da ist, die ich für dich erwirkt habe. Die Lösungen, die ich am Kreuz erwirkt habe, für dich. Glaube das. Nicht einfach so pauschal an Jesus, dass er jetzt bei dir ist, sondern ganz konkret die Hilfe, die er für dich erwirkt hat am Kreuz von Golgatha. Lösungen für deine Situation, für deine Umstände, für deine Probleme, vielleicht für deine Krankheit, für deine Herausforderungen. Glaube das, was er für dich erwirkt hat am Kreuz von Golgatha. Jetzt für dich aktuell in deine Situation. Und nimm es für dich persönlich, nimm es in deine Not hinein, in deine Situation hinein, wo du jetzt drin bist. Also glaube ihn als der, der Satan besiegt hat. Als der, der das Werk Satans zerstört hat. Für dich, in deinem Leben. Wenn er es machen lässt. Glaube den. Glaube den, der deine Sünde, deine Krankheit, dein Zukurzkommen, dein Mangel, deine Defizite auf sich genommen hat am Kreuz von Golgatha. Er hat es auf sich genommen, gibt er seine Gerechtigkeit, gibt er seine Fülle, gibt er Wiederherstellung. Glaube dem, der eine totale,
alles umfassende Erlösung erwirkt hat für dich am Kreuz von Golgatha. Und glaube dem, der deine Ungerechtigkeit, deine Unfähigkeit, dein Unvermögen auf sich genommen hat und dir dafür seine Fähigkeit gibt, seine Möglichkeiten, seine Voraussetzungen, sein Geist und alles, was du brauchst, wird er dir geben. Wenn du ihn lässt, wenn wir es annehmen wollen. Das ist im Grunde noch das Einzige, was wir tun sollen. Die Lösung, die er für uns erwirkt hat, die Lösung, die er für dich erwirkt hat am Kreuz, reinnehmen in unser Leben. Aktuell in die Situation, wo du drin bist, wo wir drinnen sind. Das ist das einzige Werk, das eigentlich gar kein Werk ist. Du musst nur wissen, was hat er gemacht am Kreuz für mich. Und das reinnehmen in dein Leben hinein, in dein Problem, in deine Not. Seine Erlösung, seine Hilfe, sein Erlösungsangebot annehmen. Also fang nicht an zu rotieren, fang nicht an dich bemühen, probieren, die Situation in den Griff zu bekommen selber. Du nicht Menschen brauchen, für die Situation in den Griff zu bekommen, nicht Beziehungen spielen, sondern such ihn. Such ihn. Mach es wie die Volksmenge. Such ihn. Nimm dir Zeit und sag, ich suche dich jetzt. Ich muss dir begegnen, ich muss dich finden, ich muss dich haben. Was soll ich machen, dass ich deinen Willen tun kann in meiner Situation? Ich brauche dich. Such ihn. Als du in einer solchen Situation bist, such ihn. Und wenn wir uns so Zeiten nehmen, wo wir ruhig werden, ihn suchen, dann kommen immer Gedanken, jetzt könntest du doch noch, jetzt solltest du doch noch, jetzt müsstest du noch. Und wenn das möchtest, dann ging es vielleicht. Und wenn diese Beziehung spielen, dann geht es vielleicht. Nein, such ihn. Lass dich nicht ablenken von diesen Gedanken, such ihn. Komm zuerst zu ihm, komm bei ihm zur Ruhe, im Glauben das, was er für dich erwirkt hat, am Kreuz. Glaube ihn, dass er alles wird gut machen, dass er alles wird wohl machen, auch in deinem Leben. Der David sagt im Psalm 52, Vers 11, der hat das so erlebt, der hat das so praktiziert, er sagt, ich will dich immer da preisen. Immer da. Das heisst immer. Warum? Denn du machst es wohl. Das tönt so schön. Gott macht es wohl. Dass er dann so richtig wohl ist. Trotz deiner Umstände, die sich dann später zeitlich verzögert werden verändern. Und du wirst seine Ruhe erleben, sein Eingreifen, seine Hilfe, seine Lösungen kommen rein in dein Leben, werden wirksam. Du erlebst Befreiung, du erlebst Heilung, das, was du brauchst. Dort, wo du das Eingreifen Gottes brauchst. Wenn du ihn suchst, wirst du ihn finden oder er wird reinkommen, reinwirken in dein Leben hinein. Ohne deine Leistung, ohne deine eigenen Bemühungen und Anstrengungen. Es ist Gnade, geschenkt von Gott. Das ist die Lösung, die er für dich, für uns erwirkt hat. Ich werde jetzt noch 2, 3, 4 Beispiele bringen, euch geben. Praktische Beispiele, wo man sieht, wie kann ich das praktisch in meinem Alltag machen. 4 Beispiele habe ich jetzt da, die eigentlich eher wenig sind, weil im Grunde genommen ist es etwas, was wir in all unseren Lebenssituationen im Alltag können machen, sollten machen, dürfen machen, dass wir die Hilfe Gottes erleben. Es ist ein Lösungsangebot Gottes können erleben in den kleinen und in den grossen Sachen. Aber einfach 4 Beispiele, wo man es praktisch sehen, wie man das machen kann. Wenn deine Frage Gott, was soll ich machen? Wenn deine Frage Gott aus dieser Situation kommt, weil du von deiner Vergangenheit nicht loskommst. Was soll ich machen? Ich komme einfach nicht los von meiner Vergangenheit. Satan erinnert mich immer wieder an meine schlimme Vergangenheit, an meine Sünden, an meine schlimmen Sachen, die ich gemacht habe, an meine Vergehen, an meine Fehler. Oder all das, was mir angetan worden ist in meiner Kindheit, in meiner Jugend. Er erinnert mich immer wieder an das. Und die Verletzungen kommen immer wieder rauf. Die Verdammnis kommt immer wieder, weil ich so daneben war. Oder weil ich so schikaniert worden bin. Es kommt immer wieder rauf. Und Satan sagt mir immer wieder, Gott kann so eine Person, wie du bist, nie brauchen. Unmöglich.
Und du hast ihm bis jetzt immer geglaubt, du hast gesagt, ja, das stimmt. Ich war so daneben gewesen. Oder ich bin so verletzt. Hat er immer gesagt, so jemand wie dich kann er nie brauchen. Was soll ich tun, für den Willen Gottes zu wirken in meiner Situation? In diesen Problemen, wo ich drin bin, wo ich nicht loskomme. In meiner Vergangenheit. Du kannst deine Vergangenheit nicht verändern. Kein Geld von dieser Welt, kein Gebet von dieser Welt wird deine Vergangenheit ändern. Aber du kannst deine Zukunft verändern. Du kannst deine Zukunft bestimmen. Das kannst du. Die Bibel sagt, dass Jesus unsere Sünden, unsere Vergehen, unser zu kurz kommen, unsere Defizite ans Kreuz getragen hat. Damit wir frei sein können von unseren Sünden. Er hat es ans Kreuz getragen, damit du frei kannst sein von den Sünden. Du kannst frei sein von Verdammnis. Du kannst frei sein von dem Gefühl, für Gott nicht brauchbar zu sein, weil Jesus das ans Kreuz genommen hat. Und er will all die Mangel ausfüllen, all dein zu kurz kommen sein in der Vergangenheit will er ausfüllen. All deine Verletzungen, all deine seelischen Verwundungen will er heilen. Er hat es ans Kreuz getragen, das Kreuz von Golgatha. Eine totale Erlösung. Und die Bibel sagt sogar, Gott will dir zurückgeben, was dir geraubt worden ist in deiner Kindheit, in deiner Jugend, in deiner Vergangenheit. Gott will dir zurückgeben, zurückerstatten. Er will dich nicht nur heilen von dem, sondern er will dir sogar zurückerstatten. Dass du das wieder erlebst, dass du das hast, dass du merkst, ich habe nie ein Defizit in mir drin. Es ist nie ein Mangel, ein Manko, sondern Gott will dir alles zurückgeben, was dir geraubt worden ist in deiner Vergangenheit. Wenn also Gedanken kommen, ich bin so daneben, Gott kann mich nicht brauchen, ich bin unbrauchbar, ich bin so eine schlechte Person, was soll ich tun? Glaube an Jesus als die Erlöser. Als der deine Sünden, deine Vergehen, die schlimmsten Sachen, die du gemacht hast, ans Kreuz genommen hat. Der deine Verletzungen, deine seelischen Wunden ans Kreuz getragen hat. Und die rein, unbescholten macht, so als hättest du nie gesündigt. So als hättest du noch gar nie gesündigt. Du bist die totale Gerechtigkeit vor Gott, weil Jesus am Kreuz ungerecht worden ist. Du wirst so rein gemacht, als hättest du noch gar nie gesündigt. Also wenn du die Frage hast, was soll ich machen mit dem, wie soll ich mit dem umgehen, glaube ihn als die Erlöser, der deine Sünden, deine seelischen Verletzungen getragen hat am Kreuz von Golgatha. Glaube ihn. Und das ist nicht eine Anweisung zum Handeln. Und jetzt merkst du, aha, jetzt kann ich die und die Leistungen bringen, dann wird Gott vielleicht wohlgefällig. Nein, sondern es ist eine Anweisung mit der Lösung Jesu, die er für dich gewirkt hat, kannst du reinnehmen in dein Leben hinein. Das, was er für dich da hat. Dass du den glaubst, der all deine inneren, seelischen Verletzungen heilt und dich wiederherstellt. Total. Der dir hilft, dass du denen kannst vergeben, die an dir schuldig geworden sind. Er will dir helfen dabei, dass du denen kannst vergeben, die an dir gesündigt haben in deiner Vergangenheit. Er will dich total frei machen von deiner Vergangenheit, von dem, was dich heute noch immer wieder abzieht, plagt oder der Wille Gottes, den er mit dir hat, eigentlich verunmöglicht. Er will dich total frei machen. Rein, heilig, frei. Der Paulus selber war ja so ein Kandidat, der Verdammnisgedanken hätte haben können. Er war einer der Schlimmsten in der ersten Zeit, wo es Christen gegeben hat, wo es Jesusgläubige gegeben hat. War er einer der Schlimmsten und hat die verfolgt. Er war dabei, wenn die umgebracht worden sind. Und war eigentlich mit der Auslöser, dass sich die Christen zerstreuen mussten. Er hat Menschenleben auf dem Gewissen gehabt, hat Leute ins Gefängnis gebracht, unschuldige Leute. Und er wäre eigentlich einer von denen gewesen, der sagen konnte, ich bin so daneben. Ich bin so daneben. Ich habe gesehen, wie sie gelitten haben und habe es gleich gemacht. Ich bin so daneben.
Er hätte so denken können. Aber im Philipper 3,13, dort sagt er, eins jedoch tue ich vergesse, was hinter mir ist. Ich vergesse, was hinter mir ist. Vergiss, was hinter dir ist. Wenn du Jesus gebracht hast, ihn um Vergebung gebeten hast, er dich reingewaschen hat, vergiss, was hinter dir ist. Er macht es auch so. Er sagt, er tut deine Sünden, deine Vergehen, all deine Defizite, die zu kurz kommen. Micha 7, Vers 13. Er versenkt es im Meer dort, was am tiefsten ist. Was am tiefsten ist. Und er vergisst es. Und wir sind dann manchmal so, wir denken, ich habe es doch nicht vergessen, es war so daneben gewesen. Er vergisst es. Mach es auch so. Oder Paulus sagt, ich vergesse, was hinter mir ist. Strecke mich aber nach dem aus, was vor mir ist. Ich schaue, was Gott will. Was soll ich tun? Und das mache ich dann. Ich glaube, Jesus als die Erlöser. Das hat nichts mit Verdrängen zu tun. Das hat nichts mit Verdrängen zu tun, sondern das heisst, du nimmst einfach das in Anspruch, was Jesus für dich da hat am Kreuz von Golgatha. Und in dem Moment, wo du deine Vergangenheit so loslässt, aufhörst, dich immer wieder zu prägen und zu bestimmen von deiner Vergangenheit, in dem Moment kann Gott etwas Neues in deinem Leben entstehen. In dem Moment kommt etwas Neues von Gott in dein Leben hinein. Da kommt der Wille Gottes in dein Leben hinein. Da kommen die Werke Gottes, die er tun in deinem Leben und durch dein Leben, kommen in dein Leben hinein. Jesaja 43, 18 und 19. Könnt ihr vielleicht daheim nachlesen. Das ist eigentlich ähnlich wie das, was der Paulus gesagt hat. Das ist der Bereich, wenn wir immer wieder mit der Vergangenheit zu tun haben und nicht loskommen von unserer Vergangenheit. Ich glaube, Jesus als der deine Vergangenheit auf sich genommen hat. Total. Eine totale Erlösung erwirkt hat. Dass du frei kannst sein von deiner Vergangenheit. Dass deine Vergangenheit dich nicht immer noch in die Zukunft bestimmt und prägt und deine Zukunft auch noch zerstört. Ich glaube ihn als die Erlöser. Ein anderer Bereich, körperliche Heilung. Das ist vielleicht der Bereich, wo es uns klar ist, vor allem nach dem letzten Dienstag vielleicht. Wenn du Heilung brauchst, wenn du irgendwo körperliche Heilung brauchst und zu Jesus kommst und sagst, was soll ich tun? In meiner Not, in meiner Krankheit, in meinem körperlichen Problem, das ich habe, was soll ich machen? Ich glaube, Jesus als der ins Kreuz gegangen ist mit deinen Krankheiten, mit deinen Gebrechen, mit deinen Leiden. Das ist das einzige Werk, das du tun musst. Ich glaube ihn als die Erlöser auch in diesem Bereich, dass er deine Krankheit auf sich genommen hat, damit du geheilt kannst sein, frei kannst sein von deinen Krankheiten und Gebrechen und Leiden. Im 1. Petrus 2,24 steht, er hat unsere Sünden, das sind die Sünden, das wir vorher angeschaut haben, an seinem, steht wörtlich, in seinem Leibe selber an das Holz hinaufgetragen, damit wir von den Sünden loskämen. Strichpunkt. Durch seine Wunden seid ihr geheilt. Durch seine Wunden, durch die Wunden Jesu bist du geheilt. Nimm die Heilung für dich in Anspruch. Für dich oder auch für andere, wo du für unser Bett ist, das ist der Wille Gottes. Für dich, für uns. Das ist der Wille Gottes. Oder wenn wir einfach in Herausforderungen sind, in Schwierigkeiten, in Problemen, die uns über den Kopf rauswachsen, in unserem Alltag, vielleicht am Arbeitsplatz, zwischenmenschlich. Wenn wir merken, meine eigenen Fähigkeiten, meine eigenen Ressourcen und Möglichkeiten, die reichen nicht. Ich bin am Anschlag. In diesen Bereichen, wo wir das merken und fragen, was soll ich machen? Was soll ich machen, dass ich den Willen Gottes in meinen Herausforderungen machen kann? Ich möchte den Willen Gottes tun, nicht aus mir heraus reagieren. Was soll ich tun? Ich glaube, der Gott gesendet hat, der Jesus, die Erlöser, probiere nicht selber die Situation doch irgendwie in den Griff zu bekommen, selber Leistungen zu bringen, sondern suche ihn, begegne ihm, glaube ihm, dass er auch in diesem Bereich die Erlöser ist, die befähigt, die ausrüstet mit dem, was du brauchst, in dieser Situation, wo du jetzt drin bist.
Philipper 4,13. Alles vermag ich durch den, der mich stark macht. Alles, hat der Paulus gesagt. Und der Paulus hat viel erlebt und hat dann sagen, ich habe alles durch den, der mich stark macht. Nicht, weil ich so gut bin, nicht, weil ich so viele eigene Ressourcen und Möglichkeiten habe, sondern durch meinen Erlöser, durch Jesus. Ich glaube, der dich stark macht in dieser Situation, wo du drin bist. Versuch es gar nicht erst selber. Jesus selber hat es nämlich genau gleich gemacht. Er hat den Vater gesucht. Und er sagt in Johannes 5, Vers 20, er hat nur das gemacht, was er gesehen hat, was der Vater macht. Er ist zum Vater und hat gesagt, was soll ich machen? Und er hat gesehen, was der Vater macht, und das hat er nicht gemacht. Oder er hat gefragt, Vater, was soll ich sagen? Johannes 12,50. Und dann sagt er, ich sage nur das, was mir der Vater gesagt hat, was ich sagen soll. Jesus hat es genau gleich gemacht. Eigentlich ist es gut, wenn wir das in unserem Alltag praktizieren. In unseren alltäglichen Situationen, wo wir drin sind, am Arbeitsplatz, zwischenmenschliche Beziehung, der Familie, in der Ehe, mit Kollegen, mit Leuten, die Jesus noch nicht kennen, dass wir fragen, was soll ich tun? Was soll ich machen, für den Willen Gottes zu wirken? Ich glaube ihn als die Erlöser. Ich glaube ihn als der, der deine kleinen, deine grossen Probleme kennt, oder helfen will, der will, dass es in deinem Leben, dass es dir gut geht, dass es dir wohl ist. Ich glaube, der all deine Sünden, all deine Vergehen, all deine Defizite, all deine seelischen und körperlichen Leiden und Wunden und Verletzungen auf sich genommen hat. Der dich befähigt, der dich wiederherstellt, der dich total liebt und fördert und befördert. Ich glaube, der. Nimm ihn rein in deine Situation, wo du drin bist. Und wenn du das machst, ist das einzige Werk, das wir machen sollen. Wenn du das machst, dann tust du den Willen Gottes in deiner Situation, wo du drin bist. Dann tust du den Willen Gottes in deinen Schwierigkeiten, in deinen Herausforderungen, wo du drin bist. Nimm sein Erlösungswerk in Anspruch. Nimm es in Anspruch. Er hat es für dich da. Es ist für dich da. Er hat für jedes Problem, für jede Schwierigkeit, für jede Herausforderung hat er eine Lösung parat. Jesus hat für jedes Problem eine Lösung parat. Das bedeutet, jedes von deinen Problemen, ob klein oder gross, ist abgedeckt in seinem Erlösungswerk. Es gibt nichts, wo er sagen muss, da kann ich auch nichts machen. Tut mir leid, das ist mir auch zu gross. Es gibt nichts, wo er das sagen muss. Vielleicht denken wir so, aber er denkt nicht so. Sondern für ihn ist nichts zu gross. Und jedes von deinen Problemen ist abgedeckt in seinem Erlösungswerk. Nimm die Erlösung im Glauben an. Glaube ihn als die Erlöser in deiner Situation. Nimm die Erlösung an in allen Bereichen von deinem Leben, für dich persönlich. Glaube eine totale, alles umfassende Erlösung. Alles umfasst, was dein Leben, deine Umstände, sämtliche Bereiche von deinem Leben betrifft. Die Erlösung gilt in alles hinein, was er für dich erwirkt hat. Nimm die Erlösung hinein in dein Leben, rechne damit in deinem Alltag. Und es sollte kein Bereich irgendwo ausgeschlossen bleiben. Wo du denkst, ja, da muss ich noch schauen, dass ich es irgendwie selber neu in den Griff bekomme. Die Lösung gilt für all deine Probleme, wo du drin bist. All deine Herausforderungen. Versuch dir nicht selber zu helfen. Versuch es nicht selber in den Griff zu bekommen, sondern such ihn. Such ihn, wie es die Volksmenge gemacht hat. Such ihn, bis du ihn findest, bis du ihm begegnest. Und dann nimm seine Lösung rein. Lass dir zeigen, was er alles erwirkt hat für dich am Kreuz von Golgatha. Und nimm es rein in dein Leben, in deine Situation. Und zwar jetzt. Jetzt. Fang jetzt an mit dem. Nicht erst morgen. Du musst nicht für den Tag sagen, ja, wenn ich Zeit habe, dann mache ich es dann. Sondern fang jetzt an. Nimm die Lösung rein in dein Leben rein.
Amen.